Bonjour, merci, dass ihr Astrid Lulling TV am Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen erlauschen. An der Plenarsession vom Europäischen Parlament an der Woche vom 18. bis 29. Oktober zu Straßburg waren heftig umstrittene Berichte auf dem Ordre du Jour. Den am meisten für Durcheinander gesucht hat, nicht nur zwischen mehrere politische Fraktionen, war die Berichte von der Frauenkommission über eine Reform von der Direktive von 1992, die den Congé de Maternité betrifft. Ich habe schon verschiedentlich darüber geschwärzt und informiert, worum es geht. Eine Direktive von 1992 gesagt, der Congé de Maternité, wo mindestens 14 Wochen für die von Führung oder nur dem Accouchement geholt kann, und das kann in einem nationalen Gesetz regeln. Von den 14 Wochen sind dann nur zwei obligatorisch. Die Europäische Kommission wollte das Direktiv reformieren und hat am Herbst 2008 eine Proposition vorgelegt, für die Gesundheit von der Mama und vom Kind besser zu schützen. Dafür hat sie vorgeschrieben, das Minimum von 14 Wochen Congé de Maternité auf 18 herabzusetzen. Wir haben zu Lützeburg 16 Wochen plus 4, wenn die junge Mama nicht oder Zwillinge kriegt oder so. Das heißt, dass bei 20 Wochen an das mit vollem Gehalt geregelt sind. Ich hatte also kein Problem mit der Proposition von der Kommission, und noch heute noch nicht. Ich habe aber gegen den Rapport gestimmt, weil eine Majorität von der Frauenkommission nicht nur 20 Wochen als Basis mit vollem Lohnausgleich verlangt wird, aber dann auch nach mehr Wochen durch bei Zwillingen, Handicapierten, Babys und so weiter. Für Länder, die Lohne mehr wie die 14 Wochen haben, und auch nach nicht mit vollem Lohnausgleich, also der weite Sprung auf 18 und noch mehr großen auf 20 Wochen, dafür hatte mehr vorgeschlagen, auf 18 Wochen herabzugehen, an die Länder, die neben dem Congé de Maternité nach einem großzügig bezahlten Elternurlaub zu erlauben, 4 Wochen davon auf die Congé de Maternité umzurechnen. Da das zwar durchgegangen, aber es sind aber 20 Wochen mit vollem Gehalt gestimmt gehen. Lo muss man da gucken, wie die Einzigen, die gemengt haben, sie kämen wie die Deutschen mit ihren 14 plus freie Wochen, kämen sie zurecht. Sie sind noch doof, weil sie das nicht richtig gewirkt waren, für den Bericht gestimmt. Ich habe gegen den Bericht gestimmt, weil daran eure Congé de Paternité von 2 Wochen proposiert wird, mit vollem Lohnausgleich. Ich habe nichts dagegen, dass in Europa eine Richtlinie über die Congé de Paternité gemacht wird. Wir haben übrigens auch etwas zu Lützeburg. Das Richtlinie muss aber evaluiert gehen. Und nicht mit dieser Direktive über die Protection de la Maternité an ein Dippe geheilt gehen. Übrigens sind Sozialpartner, also Patronen und Gewerkschaften auf europäischem Plan, am Gangen, über eine Proposition für so eine Direktive zu diskutieren. So wie da doch der Fall war bei der Direktive für die Congé parental, die sie kürzlich auf ihre Proposition hin verbessert ging. Wenn wir an der Europäischen Union ein System haben, für die Sozialpartner anzubannen, dann sollen wir nicht, ohne auf ihre Propositionen zu werden, über hier Käppewäsch etwas beschließen am Europäischen Parlament, einfach aus heiterem Himmel. Sicher haben wir auch als Europadeputierten von Lützeburg Post gekriegt an dieser Sache, für uns zu bedrängen, dass der Bericht von der Majorität von der Frauenkommission soll angeholt gehen, dass wir sollen stimmen. Ich bin mir bewusst, dass ich von bestimmter Seite schon kritisiert bin, weil ich so wie die Majorität von meiner Fraktion das nicht gemacht habe. Ich hatte dafür viel gut Gründe. Was mich aber besonders schockiert hat an dem Bericht, den du gehalten hast, das war der Teil. Lo geht vom europäischen Plan hier nehmen 2
Wochen Congé de Maternité obligatorisch. Die sollen op 6 ausgeweitet gehen. Was meiner Meinung nach nicht so viel ist, wenn wirklich Gesundheit von den jungen Mamen protegieren will. Ich fand es doch komisch, dass bei 20 Wochen nur 6 Wochen obligatorisch sollen sein. Aber von den 6 Wochen obligatorischen Congé de Maternité soll die Frau da auch nach 2 ob der Pap auftreten können, was bedeutet, dass es bei 20 Wochen schließlich nicht mehr 4 obligatorische Wochen für die Frau gibt. Um Gottes Willen, also wenn eine Frau wirklich will schützen, da kann ein doch keine so Propositionen machen. Das ist nicht mehr eng von denen Ungereimtheiten, die aber leider von 375 Deputierten gestimmt sie gehen von der 647, du von den 736 zu Straßburg, an 272 Deputierten haben diesen Text nicht gestimmt. Für was haben so viel, auch ging es besser wissen, für einen Text gestimmt, der für ein solid Gesetz auch einfach nicht gut genug ist. Mehr, weil sie Angst haben. Sie geben daheim geschläft gehen. Da ging gesagt, sie wären gegen die bessere Mammeschuss. Ich weiß das doch. Und ich hätte mir das einfach machen. Aber es geht mehr gegen den Strich, Texte zu stimmen, von denen ich weiß, dass hier Redaktion vielleicht gut für einen Aufsatz oder für eine Resolution, aber nicht für ein Gesetz, das so applikabel muss sein, auch für Kleinbetriebe. Außerdem sind ich beim Komitee du Travail Féminin zu Lützeburg eine ganz gute Gesellschaft. An dem Komitee sind die Conseil National des Femmes, Gewerkschaften, Patronsorganisationen und Regierung Membres. An die haben schon 2009 einen exzellenten Avis gemacht zur Proposition von der EU-Kommission. Und sie haben gewarnt, nicht mehr weit zu gehen wie das Gesetz, was mehrere Leute zu Lützeburg schon. Und das noch ihrer Meinung nach schon ein Problem für die Employabilität der Frauen ist. Weil es gibt immer mehr schwangere Frauen zu Lützeburg, die vom 4. Monat ohne Zertifikat kriegen, dass sie nicht mehr schaffen dürften. Wenn sie dann den Congé de Maternité von 20 Wochen holen, am Duno de Congé parental von 6 Monaten, da sind sie 14 Monate nur nicht auf ihrer Arbeitsplatz. Ich meine, das muss doch durchgehen. So in zu Lützeburg Frauenorganisationen und Gewerkschaften. Außerdem fanden viele Frauen, die mit mehr geschwärzt haben, zu Lützeburg, dass sie obligiert sind, bei uns zu lang daheim zu bleiben. Weil so sie wäre schwanger, aber sie wäre ja nicht krank. Der Gesicht, Meinungen gehen auseinander. Mir was geschieht noch dem Wort zu Straßburg. Wir haben den umstrittenen Bericht der nächsten Lesung angeholt, dass der Ministerrat an der EU-Kommission eine Position kommun auszuschaffen, an der sie so mit Wert von denen über 100 Amendements vom Parlament zu einverstanden sind, mit Wert nicht. Weil es da so viel sind, kann das nicht von den Jahren dauern, weil das Parlament und der Konseil müssen sich eins gehen über den Text, Wort für Wort. Weil die Texte, die zu Straßburg gestimmt wurden, an ihrer großen Majorität nicht abziehen, für ein Gesetz zu machen, wird den Exerzice immens Zeit und Geld kosten. Den ganzen Zirkus, den eine Linksmajorität an diesem Dossier abgefordert wird, mit ihren extremistischen Propositionen, hat bislang nicht mehr bewirkt, dass man an 2 Jahren nach überhaupt keine Verbesserung von Mammenschutzquoten für die Frauen an den Ländern, die sie nicht hätten, am Ende von ihrer Gesundheit. Diese Frauen hätten wir einen Dienst gelesen, wenn eisverständliche Propositionen sich durchgesetzt hätten. Und das wäre ein Akt von Solidarität gewesen, von eiser Seite. Mit den Extremisten geht es nicht mehr um ihre Popularität, den Populismus. Die Frauen sind ihnen wurscht, mehr nicht. Dafür habe ich Kind. Der Bericht bestimmt die politische Courage hat es das zu machen, weil das, was man lo gestimmt hat, leider
de Frauen an de Familien neiich bringt am Gegenteil. Merci, dass der man no gelauscht tut, a bis geschwind.